Es gibt viele Geschichten zu erzählen zur Gründung unseres modernen Bundesstaats. Eine davon ist die Geschichte von Ulrich Ochsenbein. Der Wirtesohn aus dem Kanton Bern studiert Recht, politisiert für die Radikalen, wird Regierungsrat und Oberst. Nach dem Sonderbundskrieg von 1847 präsidiert er die Kommission, die eine Bundesverfassung entwerfen soll. Es wird die Rolle seines Lebens. Am 17. Februar 1848 eröffnet er die erste Sitzung der 23-köpfigen Revisionskommission und nach nur 51 Tagen liegt die neue Bundesverfassung vor. Es ist ein politisches Meisterwerk, das dank dem Verhandlungsgeschick von Ochsenbein den Ausgleich zwischen Zentralisten und Föderalisten schafft und bis heute das Fundament der liberalen Schweiz bildet. Die Mehrheit der Stände und die Tagsatzung stimmen der Bundesverfassung zu. Am 12. September 1848 gilt sie offiziell als angenommen. Damit wird die Schweiz die erste stabile Demokratie in Europa und Ochsenbein innerhalb weniger Wochen Nationalrat, Nationalratspräsident und Bundesrat. Sein Aufstieg endet wenige Jahre später jedoch jäh. Er verliert als Gemäßigter die Unterstützung der Radikalen und wird 1854 als Bundesrat abgewählt. Ochsenbein, 43-jährig, Vater von 8 Kindern, braucht Geld und wird General im Dienste Frankreichs. Die Rückkehr in die Politik als Konservativer scheitert. Um Ochsenbein wird es still. 1890 stirbt er auf seinem Landgut in der Nähe des Bielersees. Erst ein Jahrhundert später wird er als treibende Kraft bei der Gründung der modernen Schweiz wiederentdeckt. Nächstes Jahr wird diese Gründungsgeschichte 175 Jahre alt. Ich freue mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen zu feiern. La storia della fondazione del Stato federale svizzero è non dice. E trova bien lavoro da pionier. E il primo Parlamento entscheiva il 6 novembre 1848 con sia lavoro. Il Consiglio nazionale si compone da 111 uomini e si raduna il vecchio casino a Berna. Il managi parlamentare è mal organizzato. Le discussioni sono lunghe e confuse. Als parlamentari sesen strecciamein in sperlauter, l'aria è schleata, l'acustica miserabile. Al secondi sto la debatta vegni interrotta per quel che hai mi stir. Al terzi continuesce il Consiglio nazionale la sessione in la casa comunale de Berna. A vense scagnau, a quei fermamente. Al colonel Luvini del Tessin e del colonel Benz de Turic venien malamain in de Vonslauter, els entscheiven per fin a duelà. Al Turicès ven blassaus grevamain. Al niev sistem politic ha trovato temps per se sviluppar a quei calaions. E le rufinaus affidaivels a da dineni al Konsens a favor della Pace. Dies ist die Geschichte eines neuen Ortes der Macht. Im Jahr 1848 entscheidet sich die Schweiz für das Zweikammersystem. Das Parlament besteht aus 2 gleichberechtigten Kammern, von denen eine das Volk und die andere die Kantone vertritt. Die Schweizer blickten argwöhnisch auf den Ständerat. Er erinnert sie an die gerade erst abgeschaffte Tagsatzung. Natürlich stimmen die Standesvertreter nicht mehr nach den Anweisungen ihres Kantons ab, aber das Volk misst den Abgeordneten keine große Selbstbestimmung und Durchsetzungskraft zu. Dagegen genießt der Nationalrat eine sehr gute Presse. Diese neue Kammer wird als der wahre Garant für die Interessen des Volkes angesehen. Vorbild ist eine junge, vielversprechende Demokratie, die USA. Aber auch bei den Politikern ist der Nationalrat beliebt. Im Ständerat herrscht dagegen ein ständiges Hin und Her. Die Kantone schickten ihre Vertreter manchmal nur für eine einzige Session nach Bundesbern. Zudem ist es der Nationalrat, der sich die wichtigen Geschäfte zuerst unter den Nagel reißt.
Heute haben National- und Ständerat ihr Gleichgewicht gefunden. Manche sagen sogar, dass der Ständerat den größten Einfluss ausübt.